Madame Stefanie Weidert. Madame Weidert. Merci, Herr Präsident. Schöne gute Mittag, alle guten, liebe Kolleginnen und Kollegen, Madame Minister. Heute ist das Gesetzesprojekt Nummer 87044, den eine punktuell, mir wichtige Anpassung aufgeänderte Gesetz vom 7. März 1980 über die Justizorganisation vorgesehen. Mit diesem Gesetz schaffen wir nämlich eine zusätzliche Strafkammer für die zweite Instanz, also auf der Cour d'appel. Und das neue Chambre Penal wird dann noch mit den nötigen Magistratsposten besetzt. Damit soll garantiert gehen, dass strafrechtliche Affären auch an der Appellinstanz an einem raisonnablen Delay können trittiert werden. Diese Neuerung wird für die Rentrée judiciaire des 16. September des Jahres in Kraft treten. Es geht um ein konkret Antwort auf real Besoin, den Terra entstanden ist, an der sowohl vom Präsident von der Cour supérieure de Justice wie auch vom Procureur General d'État und Justizminister gedroht wird. Für die 5 Posten angeht, die für die Strafkammer vorgesehen sind, das 3 Magistrats auf der Cour d'appel, notamment un Président de Chambre, un Premier Conseil und un Conseil à la Cour d'appel, und 2 zusätzliche Membres vom Parquet Général, notamment un Premier Avocat Général und un Avocat Général. Das Ganze zu den budgetären Impact von rund 1 Million Euro im Jahr. Gesetz vom Plan pluriannuel vom Rekrutement an der Magistratur vom Juli 2024, den hat 12 Chambres mit jeweiligen Magistraten für den September 2025 vorgesehen. Und das ist auch aktuell der Stand. Und da war aber auch vorgesehen, dass ab September des Jahres 13 Chambres sollten auf der Cour d'appel sein. Und mit diesem Projet de loi wird dann Cour d'appel aber des Jahr dann 14 Kummeren haben. Das zusätzliche Chambre Penal bei der Cour d'appel ist nötig, weil wir wissen nicht alle gut, die Kriminalität geht leider nicht Männer. An der nächsten Instanz ist schon zusätzliche Strafkummern geschafft gehen, die diesem Trend dann noch Rechnung drohen. Das ist somit wichtig, hier an zweiter Instanz auf derselben Weg zu gehen, an die zusätzliche Strafkummer zu schaffen. Prozedural ist das Gesetzesprojekt den 11. Februar des Jahres von der Justizministerin Elisabeth Mark an der Chambre deposiert gehen, und aus derselben Tag dann noch in die Justizkommission verwiesen gehen. Cour supérieure de Justice hat an ihrem Avis in der Strafe, dass Schafe von einer zusätzlichen Strafkammer auf der Cour d'appel eine Lücke füllt, die durch die faireste Rekrutimentsplan entstanden ist. Sie hat das Projekt ohne Reserve unterstützt und den Wunsch ausgedrückt, dass in einer kurzer Zeit Kind angeholt gehen. Ich meine, die Lehre ist ja nicht so weit von Februar bis Mai, das heißt, es war ganz sehr gegangen, wo wir das Projekt in Chambre konnten holen. Auch der Parquet Général hat dann hier immer wie dieselbe Analyse gemacht. Sie haben darauf hingewiesen, dass die Zahl von den Appellen an den letzten Jahren geklommen ist und hat notamment auch ganz konkret Zahlen genannt. 282 Dossiers am Jahr 2021, 381 am Jahr 2022, 414 am Jahr 2023, 454 2024 und dann letztes Jahr 559 Affären. Und das weist eine deutliche Entwicklung und noch eine Verdubelung von den strafrechtlichen Dossiers binnen 5 Jahren. Es geht also nicht um eine abstrakte Prognose, mehr um eine Realität. Der Conseil national de la Justice, den hat immer wie keine Observationen an den Staatsrat, den hat immer wie vom 27. März auch kein Avent zum Gesetzesprojekt. Der Staatsrat hat aber regretiert, dass just ein quantitativer Approach auf Basis von der Unzahl von den Magistraten gemacht wird, ohne aber die reelle Arbeitslast und auch den Schwierigkeitsgrad von den Dossiers zu analysieren. Eine gute Justizorganisation braucht nicht nur mehr Ressourcen, die Besoin klammen, mehr auch Instrumente, für die Ressourcen richtig zu planen und effizient anzusetzen. Der Staatsrat hat rekommandiert, den Intitulé mehr neutral und mehr genau zu formulieren, und das hat die Justizkommission sich dann abgegriffen und auch den Intitulé angepasst. An der Reunion vom 23. April hat Madame Justizminister den Projekt an der Justizkommission präsentiert, und ich habe als Rapportrice designiert. Am 7. Mai des Jahres haben wir dann mein schriftlicher Rapport angeholt. Damit gebe ich dann mein Teil als Rapportrice schließen, und ich verweise für weitere Details auf mein schriftlicher Rapport. Mir erlaubt man noch 2 Worte als mandatierte Sprecherin von der CSV. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist immens wichtig, dass gerade aus strafrechtlichen Affären es nicht so lange dauert, bis ein final der rechtskräftige Urteil da ist.
Das sowohl am Sinn von den Opfer, mehr auch von den presumierten Täter, dass wir wissen, wo wir dran sind, dass wir Rechtssicherheit schaffen. Weil Vertrauen an Justiz, der entsteht nicht nur durch gute Gesetze, sondern auch durch eine Justiz, die hier Arbeit mit den nötigen Mitteln und auch an einem raisonablen Delay machen kann. Das ist eine konkrete Maßnahme für die Effektivität des Rechtsstaats zu verbessern und Delayen zu reduzieren. Damit sage ich merci und ich gehe heute mit einem Akkord von der CSV-Fraktion.